Wir wissen alle, dass Julia Timoschenko zusammen mit anderen einflussreichen Beamten in Moskau und Kiew vor 10 Jahren in den größten Korruptionsskandal in 300 Millionen Dollar beteiligt wurden. Der Fall ist bis heute nicht gelöst. Heute bleibt Julia Timoschenko ein mächtiger politischer Spieler und deshalb werden Menschen die fehlenden Millionen suchen werden. Was für ein Betrag war es da? Und wie kann die Orange Königin auch so lange austrocknend aus das Wasser ausgehen? Über diese Details in unserem speziellen Bericht. Das ist General Georgi Olenik, ehemaliger Finanzchef des Verteidigungsministeriums. Sein Name ist mit der Betrug des Jahrhunderts verbunden. Als Ergebnis von denen wurde die russische Staatskasse bei 300 Millionen Dollar geleert. Es begann alles im Jahre 96. Ukraine schuldete Russland für Erdgas 450 Millionen Dollar. Das Schuldentnehmer hat Julia Timoschenko geführt. Julia Timoschenko hat kein Geld wie die Ukraine. Dann kam eine brillante Lösung. Anstelle von Bargeld wird Timoschenko sich mit der russischen Seite durch Produkte zahlen. Natürlich konnte die Ukraine echtes Geld nicht geben. Deshalb entscheiden wir, diese Schulden durch die Lieferung des Materiellen zurückzuzahlen. Es war vereinbar, dass die Ukraine eigene Baumaterialien, Eisenwaren in erster Linie für den Wohnungsbau liefern konnte. Оборудование, сантехническое прежде всего, для строительства жилья для военнослужащих. Da es um sehr großes Geld ging, wurde ein Handel auf höchster Ebene diskutiert. Auf ukrainischer Seite wurden Julia Timoschenko und Ministerpräsident damals Pavel Lazarenko Entscheidungen getroffen. Von der russischen Seite wurden Andrei Vavilov, der als stellvertretender Finanzminister, Viktor Chernomyrdin, der damalige Premierminister und Igor Rodionov, Bundesminister der Verteidigung. Es scheint, dass die Situation sehr einfach ist. Die Ukraine liefert in Russland Baumaterialien für 450 Millionen Dollar. Und doch, es ist jedoch nicht klar, warum. Die Regelung beginnt kompliziert geworden. Gazprom, dem die Ukraine Geld hat, und das nimmt einen Bankkredit. Dann senden sie das Geld durch das Finanzministerium ins Bundesministerium der Verteidigung. Weiter war es so passiert, dass das Verteidigungsministerium über einen Vertrag mit der ukrainischen Seite auf 450 Millionen Dollar informiert wurde. Sie waren einzige Zwei-Wege-Verträge. Sie wurden in 2 Teile geteilt. Ein Teil war 250 Millionen Dollar, in einer Tranche die zweite 200. Es stellt sich eine wunderbare Geschichte. Russland listet durch das Verteidigungsministerium der Ukraine selbst Geld, das sie für Kasschulden zurückzahlen. Und Timoschenko wird verpflichtet, Baumaterialien auf dem gleichen in den 4,50 Millionen zu liefern. Es wäre logisch, um Geld in die Ukraine zu übertragen, dass sie bereits jetzt und Schulden sind, aber erst nach Erhalt der Ware. Aber die wichtigste Finanzier der Verteidigungsministerium, Olenik, sind alle Papiere unterzeichnet, ohne darauf zu warten. Dann kam eine Anweisung vor der Regierung auf Namen von Rodionov. Rodionov vereinbarte natürlich Probleme mit Chernomyrdin. Er weiß Olenik, diese Dokumente zu unterzeichnen. Weil es mit dem Premierminister vereinbart worden ist, hat Olenik die Papiere unterzeichnet, nach der Anweisung des Premierministers. Das ist alles. Diese Formel ist zu Ende. Schon nach Unterzeichnung des Vertrages geklärt wurde, dass das ukrainische Unternehmen Russland Baustoffen zu Preis 5-mal höher als im Marktwert verkauft hat. Aber warum ist der Finanzchef einen Vertrag zu diesen Nachteilen unterzeichnet? Aber verstehen Sie richtig, Georgi Semyonovich Olenik, er wurde der Situation zugedrückt. Ich weiß, wie Chef des Stabes schreie, dass du hier bist, wir haben nichts, die Leute zu füttern. Bau steht, aber man kann sich nicht entscheiden. Wann er das Papier brachte, lassen Sie uns runterschreiben, Ihre Zustimmung geben, bei solchen Preisen kaufen. Keinen der Beamten wollten natürlich unterschreiben, lehnte diese juristische Entscheidungen. Aber naja, er war unter Druck. Sie sind ein Bürokrat hier. Aber weiter war mehr.
Nach Lieferung der Anlage in der 120 Millionen Dollar hatte die ukrainische Seite Zusammenarbeit aufgehört. Wo werden Waren vor anderen 300 Millionen verloren? Ist nicht bekannt. Es ist klar, dass Timoschenko allein nicht genug Mut hätte, um so gegen die Bestimmungen des Vertrages zu gehen. So hatte sie einen hochrangierten Patron. In dieser Zeit kommt fast 100 Millionen Dollar auf Kosten des damaligen Ministerpräsidenten der Ukraine, Pawlo Lazarenko. Jeder weiß, dass Lazarenko auf dem Prinzip 50 und 50 arbeitete. Das heißt, alle Gewinne aus diesem Betrug wurden zwischen ihm und Timoschenko gleich unterteilt. Es wurde bewiesen, dass das Geld auf dem Konto des Ministerpräsidenten der Ukraine ist nicht von der Realität in den Konten der Firma von Julia Timoschenko erschien. Welche Dienste kann so viel kosten? Dies ist ein Fall für Übertragung von Millionen auf mehr als 86 Millionen Dollar aus Kosten von CEO von Konto von Pavel Ivanovich Lazarenko. Es war meiner Meinung nach illegal auf Initiative des Generalstaatsanwalts der Ukraine Svetoslav Piskun beendet. So ist ein direkter Teilnehmer an einem Betrug Julia Timoschenko Verantwortung vermieden. Bei der Untersuchung in diesem Fall passierten seltsame Dinge in Russland. Teilnehmer von Untersuchungen, die tiefer graben wollten, wurden sofort suspendiert, unabhängig von dem Rang und Titel. Jemand ist eindeutig die Untersuchung gerichtet und versucht, um scharfe Ecke zu biegen. Das waren Hinweise auf die beteiligten Transaktionen in einer solchen einflussreichen Leuten wie Andrei Vavilov, Igor Rodionov und Viktor Chernomyrdin. Wissen Sie, beginnen Sie daran, viel nachzudenken, wenn Sie sehen, dass der erste stellvertretende Generalstaatsanwalt, auf deren Tisch die Fakten der Tötung, illegalen Handlungen und Verbrechen der ersten stellvertretenden des Ministers der Finanzen legen, und er sagte, ich will es nicht sehen, ziehen Sie sofort, ziehen alles zurück. Und wie viele kam eine solche Person aus 300 Millionen? Wir konnten natürlich nicht daran denken. Es scheint mir, Brüder, das Geld geteilt. Es war ein kluger Plan, in dem General Olejnik zum Sündenbock hat, der ist ehrlich bedauerte. Das Geld ist sicher nicht klein, aber heute sucht niemand es. Der Geschädigte ist Russland. Deshalb, wenn Russland interessant ist, ihr Geld zurückzubekommen, sollte Russland sich vielleicht wieder dieser Frage zu wieder stellen. Wenn es nicht interessant, wie man hier gesagt, wir sind nicht in diesem Fall keine Geschädigte. Dazu zunächst stellen Sie die Fragen an die russische Seite. Als Ergebnis sind $327 einfach in Feldern zwischen Moskau und Kiew verschwunden. Wie wir nach dieser Geschichte verstehen, geht es vielleicht über kompromittierende Materialien nicht nur für Timoschenko, sondern auch für eine Reihe von sehr einflussreichen Politikern in Moskau und Kiew. Solche Materialien in der Politik sind ein sehr effektives Werkzeug. Es gibt Dokumente, die ganz genau zeigen, wer ist wer, wann und wie viel. Aber im Gefängnis war nur Olejnik. Das heißt, das Spiel geht wieder.